Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. Letzte Woche gab es ein technisches Problem mit meiner Sendung, sodass der Schluss von meiner Emission auf Doc bis in Diensten nicht gesendet werden. Dafür konnte aber schon vom 5. September und das erste Sendung nach der Vakanz auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen. Top-Thema an diesem Tag und noch während der Straßburger Plenarsitzung vom 14. bis 17. September ist natürlich, ob den Herr Barroso am Europäischen Parlament den 16. September eine Majorität kriegt für ihren Kommissionspräsident zu gehen, wann dann die Wahl auf einen Ordre du Jour kann. Weil ich an diesem Moment, wo ich die Sendung abholen, noch nicht wissen kann, mehr dazu also an meiner Sendung nächste Woche. Weil die meisten Leute daheim auch taut mehr noch wie Türmas, habe ich dezidiert, die ich an dieser Emission über ein Problem zu informieren, die nicht nur Bauern bei uns, aber auch an der ganzen EU interessiert, weil es um ihre Existenz geht. Auch mehr als Konsumenten müssen daran interessiert sein, dass es nach genug Bauern bei uns und an den anderen 26 Ländern von der Europäischen Union gibt, an nächster Linie für eine Versorgung mit qualitativ besten Lebensmitteln zu garantieren. Am Agrarausschuss vom Europaparlament, an dem ich als einzige Lützeburger Member bin, hatten wir den 1. September eine Diskussion mit der Agrarkommissarin Fischer-Böhl über die Situation, besonders von den Milchbauern, die aber enttäuschend war. Sie bougiert einfach nicht. Wir können nicht auf langfristig Resultate werden, weil kurz- und mittelfristig Betriebe kaputt gehen, weil sie mit einem Milchpreis von zwar nach 26 Cent zu Lützeburg, aber bei Männern wie 20 Cent an anderen EU-Ländern, den hier Kästen nicht mitdeckt, einfach failliert gehen. Wir wollen dafür am Europäischen Parlament Druck machen, für das kurzfristig schnell mit Cap gemacht gehen, an als Bauern überleben können. Bei mir am Studio ist mein bayerischer Kollege Albert Das. Hin als den Obmann, der Koordinator, der Sprecher von unserer Fraktion der Europäischen Volkspartei am Agrarausschuss. Danke, Albert, dass du bereit warst, mit mir zu informieren über unsere Anstrengungen, um kurzfristig den Milchbauern, aber auch anderen Landwirten, deren Preise eingebrochen sind, mit europäischen und nationalen Maßnahmen zu helfen, diese von Ihnen unverschuldete Krise zu überwinden. Erste Frage an dich. Was hältst du von der Haltung der Agrarkommissarin, die sich ja nicht bewegen will? Ja, vielen Dank, liebe Astrid, dass ich wieder bei dir in der Sendung sein darf. Und danke auch für deine Unterstützung bei meiner Wahl zum Koordinator unserer großen Fraktion. Ich werde diese Aufgabe mit großer Freude für unsere Bauern ausüben. Zu deiner Frage. Ich kritisiere auch die Frau Kommissarin, dass sie in dieser Milchkrise viel zu spät reagiert hat. Wenn man früher reagiert hätte, wäre die Preiskrise weniger dramatisch ausgefallen. Man hätte früher die Intervention in Kraft setzen müssen, Exporterstattungen gewähren. Dann wären wir wesentlich besser mit dieser Krise zurechtgekommen. Und eine zweite Sache wäre dringend notwendig gewesen, statt dass wir so große Mengen in die Intervention nehmen, hätte man zum Beispiel Butter für Speiseeisherstellung, für die Lebensmittelindustrie verbilligen sollen, damit mehr Menge wieder vom Markt geht. Ja. Und da hat die Kommission einfach zu lange gebraucht, um zu reagieren. Ja, und es wird natürlich viel diskutiert über die Milchquoten. Ich weiß, wir beide haben da vielleicht verschiedene Ansichten. Sind denn die Milchquoten wirklich schuld an der Situation? Für Luxemburg sind die Quoten nämlich nicht zu hoch. Wir bekamen 1984 sehr niedrige Quoten. Wir müssen jedes Jahr wieder die Superabgabe zahlen. Wir sind also sehr froh, die meisten von unseren Landwirten, dass sie mal 1% mehr haben.
Die Quotenausweitung, die ja vom Rat mit großer Mehrheit beschlossen worden ist und auch im Parlament war eine große Mehrheit für diese Quotenausweitung, ist nicht die Hauptursache für die Misere am Milchmarkt. Die haben vielleicht eine kleine psychologische Wirkung gehabt, aber praktische Wirkung haben sie direkt nicht gehabt, weil es wird ja weniger Milch in Europa geliefert, als was die Quote hergeben würde. Wir haben ein Absatzproblem, und zwar im Binnenmarkt haben wir ein Absatzproblem, weil im vorigen Jahr die Lebensmittelindustrie, insbesondere in Deutschland, sehr stark aus der Verarbeitung von Butterfett ausgestiegen ist. Und da fallen in Deutschland, ich habe da Informationen, allein 100.000 Tonnen, wo kein Absatz mehr da ist. Und auch Käse produziert wird ohne Milch. Und der sogenannte Analogkäse, der dann noch dazu nicht gekennzeichnet worden ist, da werden wir schon drauf drängen und die Kommission zwingen, dass hier schnellstens Vorschläge kommen müssen, dass Produkte, die Verbraucher täuschen, entsprechend gekennzeichnet werden. Dass, wo man glaubt, in der Käse wäre Milch, da müsste auch Milch drin Wenn ich eine Pizza esse und da heißt es, da ist Parmesan drauf, dann möchte ich, dass Parmesan drauf ist und nicht irgendein Produkt, das zusammengemixt ist. Ja, ich wollte aber dazu auch noch sagen, dass wir ja eine Entschließung eingebracht haben. Wir wollen ja in Straßburg in der Woche vom 14. bis 17. September wirklich diese Probleme ansprechen. Ich hoffe, jetzt unsere Entschließung kommt auf die Tagesordnung. Aber in unserer Entschließung machen wir ja auch Vorschläge, um wirklich kurzfristig jetzt Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus gibt es aber eine gute Nachricht, dass die Preise jetzt anziehen. Ich habe eben gehört, für Milchpulver wären sie schon um 20% gestiegen. Ja, ich bin ja Vorsitzender einer Genossenschaftsmolkerei, ehrenamtlicher Vorsitzender. Und mein Geschäftsführer war in den Vereinigten Staaten. Er hat mir berichtet, dass er dort festgestellt hat, dass eine riesige Trockenheit ist in Kalifornien und dass die Milchproduktion auf einem sehr niedrigen Niveau ist. Also man kann damit rechnen, dass eine gewisse Entspannung eintritt. Und ich hoffe, dass das zarte Pflänzchen, das sich da entwickelt, kräftig wächst. Ja, ich wollte auch sagen, ich habe das auch in unserer Fraktion gesagt, wir sollten uns nicht durch Reduzierung der Quoten jetzt die Möglichkeit nehmen, doch zu produzieren und auch noch auf dem Weltmarkt präsent zu sein. Wir brauchen doch nicht den Neuseeländern, Australiern und ich weiß nicht wem noch zu überlassen, immer mehr zu liefern. Die sind dabei, ihre Produktion zu steigern. Wir müssen also auch da aufpassen, dass wir noch, und wir haben doch gute Exportchancen auch auf dem Weltmarkt, dass wir das tun. Aber jetzt noch eine andere Frage. Der European Milk Board, den du ja auch kennst, der will eventuell zu einem Milchstreik ausrufen. Was hältst du davon? Wir können ja aus Erfahrung berichten. Gerade wo ich ja aus Bayern komme, ist ja voriges Jahr eine hohe Beteiligung beim Milchstreik gewesen. Ich habe im Europawahlkampf auf jeder Veranstaltung, auch wo die Landwirte anwesend waren, gesagt, dieser Milchstreik hat mehr geschadet wie genützt. Natürlich. Weil was nützt ein Milchstreik, wenn die Verbraucher dann reagieren und auf Produkte umsteigen, in denen keine Milch drin ist? Dann haben wir hinterher weniger Absatz wie vorher. Ja, also ich halte da nichts davon. Ja, und Sie würden auch, zum Beispiel in Luxemburg gibt es eine große also eine große Genossenschaftsmolkerei. Und die braucht doch die Milch. Und dann streiken sie ja, wenn sie streiken würden, streiken sie ihre eigene Genossenschaft kaputt. Ja, genauso war es ja, Astrid. Unsere Genossenschaft, wo ich Mitglied bin, die gehört zu 100% den Bauern. Im Vorstand und Aufsichtsrat sind 100% Bauern. Das wäre das Gleiche, wie wenn Vater und Sohn eine Personengesellschaft gründen. Es läuft nicht gut und dann bestreiken sie die eigene Gesellschaft. Ja, aber was natürlich die Verbraucher interessiert, die Milchpreise sind immer hoch. Für die Bauern brechen sie ein, über 40%. Die können nicht mehr leben, ihre Gestehungskosten nicht mehr decken. Aber der Verbraucher merkt nichts davon. Da haben wir doch auch was in unserer Entschließung. Wir haben in der Entschließung drin, dass hier auch mehr Transparenz notwendig ist, obwohl hier die Situation in den 27 Mitgliedsländern sehr unterschiedlich ist. Wir haben in Deutschland schon auch für die Verbraucher starke Rückgänge, aber es gibt andere Mitgliedstaaten, da haben die Verbraucher überhaupt nichts gemerkt, dass die Bauern weniger für ihre Milch bekommen haben. Wir hoffen also jetzt,
lieber Albert, dass wir unsere schöne Entschließung, wo all das drinsteht, auch was die Bauern wollen, was jetzt getan werden muss, kurzfristig, dass wir die durchbekommen in Straßburg und dass dann auch die Kommission sich bewegt. Ja, das hoffe ich natürlich auch im Interesse unserer Milchbauern. Und ich hoffe, dass unsere Milchbauern eine gute Zukunftsperspektive haben. Und ich gehe davon aus. Und wir werden dafür sorgen, unseres dazu beitragen. Vielen Dank, dass du da warst. Vielmals merci auch, dass der Reis nur gelauscht hat. Bis die nächste Woche.